Nee, ich gucke die absolut nicht kritisch. Ich meine, du kannst ihn als Beispiel auch nach Kaninchen holen, kann den Draht holen, wirklich Tiere, die einfach fähig sind, eine persönliche Beziehung zu einem Menschen auch aufzubauen. Wenn ihr guckt, wie das seit Jahrtausenden am Hund funktioniert, wie das den Hund Verhaltensweisen hört, die einfach auf der einen Seite immens leicht zu interpretieren sind, was bei der Katze schon nicht mehr der Fall ist. Und auf der anderen Seite einfach eng lebt zu ihrer Familie und zu ihrer Meesterweise, die unkonditionell ist, wo denke ich komplett normal ist, dass sie eine familiäre Beziehung mit so denen aufbaut. Und das dann haut mit Katzen und mit Kaninchen und mit Ratten geschieht, denke ich, kann für Tiere nicht mehr gut sein, dass umso besser da nur geguckt wird. Das Problem, das wir natürlich bei kleinen Tieren haben, bei Ratten ganz besonders, bei Hamster noch mehr, die haben noch nicht direkt eine Relation mit der Familie, die sie aufbauen. Aber die haben natürlich eine extrem kurze Lebensdauer par rapport von einem Hund zum Beispiel. Und ein Hund hat aber eine extrem kurze Lebensdauer par rapport von einem Mensch. Das heißt, wenn wir eine Welt bekriegen, wissen wir, dass wir noch irgendwann verlieren. Das gehört zum Leben von einem Hund dazu. Und das ist zu dem wie kompliziert gehen, wenn auch Einzelleute Hunde haben und da wirklich extrem Familienbanden aufbauen, kann das dann nur extrem schwierig sein, wenn ich sie bis verliert. Da gibt es zwei Tendenzen, die sich komplett widerschwätzen. Die erste Tendenz ist, dass durch medizinische Untersuchung als allererst muss ich bei uns zum Beispiel ganz banal die Impfungen sagen. Wir haben an den 80er Jahren extrem viele junge Kinder verloren durch Parvovirus, wo sie halt geimpft gehen. Wenn sie ordentlich geimpft sind, ist das kein Thema mehr. Staub beginnt praktisch nicht mehr. Toll wird aus Westeuropa ausgerockt. Das heißt, allein durch die Tatsache, durch eine bessere Hygiene, durch besser Futter, durch jährliche Kontrollen vom Gesundheitszustand, als mit Sicherheit die Lebenserwartung von den Hunden, aber auch ganz besonders von den Katzen, wo viel mehr nur geguckt wird, ganz stark auf die Luft gegangen. Und wir haben eine gegensätzliche Tendenz leider, dass wir heute immer mehr Rassen haben, die auf so einem minimalen genetischen Pool sitzen, Lützeburg voller Inzucht sind, dass wir immer mehr Rassen haben, die immer mehr reduzierte Lebenserwartung haben. Das ist ein bisschen dramatisch und übrigens denke ich, ist es auch extrem wichtig, von den sich viele Welpen ausschaffen, dass die Prostitution beim Welpen, beim Veterinär nicht die erste soll sein, wir für dich mal gucken, hey, ich habe kein Tier, kein Rendezvous bei euch als Veterinär, ich hätte gerne die oder die Rasse oder ich weiß, das kann ich ausschaffen, weil das ist wirklich eine dramatische Situation, dass wir Rassen haben, die ja eine Lebenserwartung von 5-6 Jahren haben, und der Moyenne. Das ist die Einzeltiere, die gehen da 12-13, andere sterben massiv schon mal 3-4 Jahre, das ist ziemlich dramatisch. Und da sollte sich ganz gut informieren, wer die gern hat, und ob da eine Rasse ist, die empfehlenswert ist, oder ob ihn da selber sollte verzichten. Das ist so rein von der Lebenserwartung, von den Krankheiten, die natürlich auch dann zum Teil einen extremen Kärchtepunkt haben. Und die andere Tendenz, die wir da leider auch gesehen haben, dass es aber eine Rasse sind, die Qualzucht sind, die bald keine Luft kriegen, die viel zu viel Haut haben, die chronische Entzündungen an den Nahen haben, und die aber als Welpen so live ausgesehen, dass die Leute das unbedingt gern hätten, und das ist ihr ganz Leben lang damit geplot, und die Leute sie gehört mit der Leute. Ich meine, wir brauchen just von all den Plattnösen zu schwätzen, von den Bulldoggen, von den Möps, all die Rassen, die wirklich gezielt gesehen, für das sie niedlich ausgesehen, mit die aber so anatomisch verschossen sind, muss ich leider sagen, dass die Tiere da leiden. Dass wir da wirklich zwei gegensätzliche Tendenzen haben. Und da eine neue Tendenz guckt, die in den letzten Jahren entstanden ist, dass das immer mehr Rassen gekreuzt gibt.
dass der Labradudlen hat, dass allmählich Hund bei nee sitzt, für eben bisschen aus der genetischen Fall rauszukommen. Und da geht es dann um das Problem, da könnt ihr das extrem seriös machen mit extrem guten Resultaten. Oder dem hat, egal wie Kranken hat, mit egal wie andere Kranke hast, und da könnt ihr natürlich immer etwas Probleme nicht. Da wird sich in den nächsten Jahren eigentlich aber schon eine ganz richtige Sache. Da mit der tut doch ganz viel mit Aufklärung zu tun, dass sie seht, nee, die seid super leib aus, aber die kriegt keine Luft. Die können da nicht unterstützen, für die Rastweiter bei den Ziehstrickhafen zu gehen. Das geht einfach nicht. Da gibt es gesetzliche Regelungen, und das ist wie immer nicht selber, muss ich leider sagen, was den Tierschutz geht. Nicht nur Tierschutz, auch Antibiotikaschutz und ich weiß nicht was noch alles. An den skandinavischen Ländern sind die Rassen längst verboten. Während bei uns eine unmögliche Diskussion über Hunde, die gefährlich sind, Rassen haben, Pitbull und ich weiß nicht was, gefeiert gesehen, an die richtigen Probleme eigentlich längst losgehen. In ganz Europa wird immer mehr darüber diskutiert, was man wirklich muss verbieten, weil einfach ein komplett Sackgasse ist. Ich hoffe, dass Lützeburg nicht bei den Letzten ist, diese Gesetze umsetzen. Also, ich meine, das Wichtigste ist also zu wissen, dass alle Zuchtmenschen bei uns kommen. Ich meine, es gibt ja nicht den Typ Hundsbesitzer oder den man zu einem Haustier bei der Veterinär gibt, mehr gesehen von bis an. Klar gesehen, dass das aber eigentlich darüber geschwärzt hat, dass das Relation Mensch-Tier immer mehr eng wird. Ich kann mir vorstellen, obwohl es für den Moment noch keine wissenschaftliche Publikation darüber gibt, ich kann mir vorstellen, dass Corona-Krise da geholfen hat. Auf der einen Seite war ja demnach Schlagzeilen, dass Leute Hunde und Siedler sich gegangen sind, für mit ihnen spazieren zu gehen. Das war sicher eine gute Idee, und ich meine, da sind ganz viele Leute, die haben recht gemerkt, was ihnen einem Hund tut, während der Krise. Und ich meine auch nicht, dass heute Lützburg so war, dass die Hunde oder nur einmal aufgestoßen sind. Also die Phänomene gibt es in anderen Ländern, wo effektiv deren Siedler zu einem bestimmten Moment dann voll sind. Das ist heute Lützburg nicht ganz so ausgeprägt. Aber mit Sicherheit will der Mensch immer mehr für sein Tier. Und ist auch bereit, viel mehr zu machen. Technisch, aber auch finanziell. Und das könnte dann ja zu einer Situation, wo ich auch darüber schwätzen muss, dass das Veterinärmedizin in den letzten Jahrzehnten, und für in den letzten 10 Jahren, viel mehr teuer ist, wie das immer war. Und das hat hauptsächlich etwas mit dem Personalopfang zu tun. Man früher Veterinären um der geguckt hat, dann ist halt eine ganze Equipe da rundherum. Wenn der hospitalisiert wird, das 24 Stunden 24 Veterinär oder eine Tierarzthelferin, eine SW rundherum. Und das hat seinen Preis. Und das sehen wir leider auch, dass wir oft Leute haben, die besonders gut Mengen sind, die mit deren Mengen an der viel deren haben. Und das geht dann irgendwann finanziell wirklich ein richtig Sackgasse. Und da sind wir für den Moment auch ein wenig zwischen zwei Stühlen, was sich für den Moment immer mehr demokratisiert, und was unbedingt empfehlenswert ist, dass die Assurance für Tiere. Das geht schon ganz lange bei den Pferden, weil einfach ein Pferd, das muss operiert gehen, das geht extrem teuer. Und das kann auch bei 100 Katzen. Und da sind effektiv noch immer Leute, die viel Tiere haben, und viele Tiere sind viel kosten. Auch beim Veterinär, für allem, wenn das Motto geht, macht alles, was möglich ist. Da ist auch der Proprietär gefordert, für sich zu überlegen, was sie finanziell machen. Eine Assurance auf jeden Fall. Dann soll ich mal 7 Hunde leisten, oder geht es dass ich da 2 habe? Ja, also da muss ich leider sagen, dass das Leben zwischen einem Mensch und einem Hund und noch mehr zwischen einem Mensch und einer Katze zu einem ganz großen Teil auf Missverständnissen basiert. Dass sie meint, der Hund meint das, und in der Wirklichkeit meint etwas komplett Ernstes.
Da ist ja auch unwahrscheinlich viel gemäht gehen an der Verhaltenswissenschaft von Hunden, aber auch von Katzen. Und wenn es denkt nicht, dass doch Haut, wenn ihr einen guten Hundsmeister, einen guten Proprietär von einem Hund, soll ihn an eine Welpenschule gehen, an eine unerkannte Welpenschule, soll ihn mit Spezialisten zusammen schaffen, die ihm erklären, was ein Hund dann eigentlich will. Und auch wie ihn dazu kriegt, dass er das möchte, was mir gerne hat. Proper sind ganz banal. Als Welpen. Einfach Folge, nicht fortlaufen, nicht aggressiv sein, keine Angst haben. Und all die Geschichten. Und da gibt es einerseits schrecklich viele Missverständnisse und auf der anderen Seite schrecklich viele Verhaltensweisen vom Proprietär, die ein Problem eigentlich immer nur verstärken, statt zu lösen. Und da können wir nicht allein stehen, mit Spezialisten noch zusammen zu schaffen. Die haben genau dieselbe Stelle wert wie die Veterinärmedizin. Und muss ich Bücher lesen, muss ich mich informieren, auch über die Rasse, und es soll in der Weltbeschule gehen, es soll mit Hundstrainer, und der geht da gut an. Manchmal gut an, mit den guten Bekannten soll ich einfach zusammen schaffen, weil er seinen Hund will verstehen und nicht muss verstehen. Dann hat er viel, viel mehr einfach leben und dann hat er dann viel mehr glücklich leben. Also wenn wir vom Alltag schwätzen und nicht von Spezialsituationen, muss ich immer über eine Situation schwätzen, die belasten, das sind Euthanasien. Ich meine, wir haben auf der einen Seite so gesagt, von die Leute mit ihren Welpen für die allererste Kehr kommen, dann ist das eine super Konstitution, dann hält sich ganz viel Zeit, dann geht es nicht mehr über positive Sachen. Und irgendwann kommen sie auch für die letzte Kehr. Das ist zwei Wollen. Die erste Wolle ist eine technische Wolle, wie mache ich eine gute Euthanasie? Was brauche ich dafür? Ich brauche eine Diagnose, ich brauche eine Prognose, ich brauche der, was leid, wo ich nicht mehr helfen kann. Die erste muss eine Decision geholt gehen. Okay, der Proprietär sieht, dann machen wir die Euthanasie, nachdem er die Informationen gekriegt hat. Das ist nicht immer so einfach, wenn den ganz alt Tier hat, was von Woche zu Woche ein bisschen schlecht geht. Für was soll ich heute Euthanasie, soll ich das eine Woche werden, oder das ist ja nicht mehr schlecht wie die letzte Woche. Da geschehen immer Situationen, die für uns als Veterinärmediziner auf der einen Seite eine technische Wolle haben, aber auf der anderen Seite ganz, ganz stark menschliche Wolle, weil wir haben als Patientenbesitzer für uns, die sie verloren. Die kreischen, die wissen nicht, was sie machen sollen, und wir müssen denen helfen, dass der letzte Akt so gut wie möglich über die Bühne geht. Und da brauche ich manchmal ein bisschen Menschenkenntnis und ein bisschen Erfahrung. Und das ist ein ganz besonderes Problem, denke ich, wenn ihr ganz frisch von der Uni kommt, dass ihr ein Brett für all die zu retten, die ihr lernen könnt, und dann mögen die einfach euthanasieren. Und ich habe mir die Leute gefragt, wie viele Euthanasien meinst du, dass wir zum Bärending machen? So ein Sommer, ich weiß auch mehr wie ein pro Monat. Das ist mehr wie ein pro Tag, also an der Moyenne. Wir haben so viele Hospitalisierter, die überwiesen gehen, Autosaccidenten und mögliche Fälle. Das gehört absolut zum Alltag. Und das ist eine von den Sachen, die ein bisschen schwer zu verdauen sind, für Einzelpersonen. Und noch natürlich für junge Veterinäre ein bisschen mehr schwierig, wie wenn ich schon eine gewisse Erfahrung habe. Das zweite Problem, das wir haben, das ist dann nicht der mit dem Mensch. Natürlich, wir haben wahrscheinlich überall, der ganzen Welt, egal wie Beruf wir hält, 90% von Leuten komplett okay sind, 5% die unwahrscheinlich fein sind. Und dann 1-2% von Leuten, wo man sich wirklich fragt, für was sind die so aggressiv, für was sind die bösartig, für was überschreiten die also auf den sozialen Medien mit Liegen, mit egal was, sind die Leute frustriert oder sind sie just dermaßen noch Stress, weil der Tier schlecht ist, oder sie sind überall nicht mehr schlecht. Das ist etwas, einerseits die extrem kleinen Zahlen von Leuten, die das machen, aber die Haut, und das ist natürlich ein Problem für jede Haut, die sozialen Medien
zum Deel anonym iwwer da Rofschënnen einst wo ihr seet dats weder fair nach woer. Du was rëm der Zellwicht man da muss jorelang inski sinn an man den Junke veterinär nëmmen der allerbest machen an der kre die so Kommentaren, dat kann en Karriere zerstören. Dat kann extrem verletzend sinn. Dat ist wirklich Problem. Ich meine, die net nëmme mir hunn. Dat huet ein Restaurant, dat huet ein Hotel, dat huet eng Fluchtgesellschaft, dat huet jirénex wahrscheinlich wo einfach Kommentare kommen, die strikte man neiich wie mat der Realität ze dienen, méi die awer Existenze kënnen zerstören.